Vielleicht hast du dir auch schon überlegt, wie geht das, wenn jemand etwas hat erzählt von einem Zeugnis, oder, das er auf der Straße hat erlebt, wo er für Leute beten. Und ich habe mir das öfters überlegt früher, so, hey, wie machen die das? Das braucht ja mega Mut. Und ich so, hey, es ist aber cool, was sie da erzählen. Und die sind mega berufen, haben eine mega Begabung. Ich habe das ja nicht. Das ist nicht mein Ding. Aber ich könnte das nie. Ich würde nie so Sachen erleben. Hey, Quatsch. Hör auf, die Login zu glauben. Es ist so nicht wahr. Schau, du und ich, wir sind Kinder Gottes und wir sind berufen für das. Und wir dürfen das echt ausleben. Wir dürfen wirklich einen Unterschied machen auf dieser Welt. Ein Licht sein für die dunkle Welt. Und wirklich, die Menschen sollen merken, dass wir Jesus im Herzen haben und dass wir anders sind. Im Johannes 12, 26 steht: Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Denn wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und das ist doch so cool, wenn wir wissen, ja, was wir machen, können wir ihn verherrlichen. Können wir echt wirklich ein Segen sein. Weil wir echt mit ihm gehen, weil wir für ihn leben. Kürzlich wollten wir auf den Beatenberg. Und dann haben wir das Boschi verpasst. Dann haben wir gedacht, was könnten wir jetzt in dieser halben Stunde machen? Dann haben wir einfach plötzlich einen Hiccup bekommen und gemerkt, wir müssen echt Gipfel kaufen und echt die Leute beschenken. Wir haben Jesus gefragt, hey, zeig du uns auf, wer dran ist, welche Menschen wir beschenken dürfen. Er hat uns aufgezeigt, einer um den anderen, bam, bam, bam. Und was mich mega hat berührt, ein besonderes Erlebnis. Wir sind zu einer Frau gegangen und haben ein Kompliment gemacht und haben erzählt, dass wir Leute beschenken wollen, mit der Liebe Gottes. Und sie war so überwältigt. Sie hat gesagt, wow, dass es echt noch so junge, freundliche Menschen gibt, die sich Zeit nehmen, die Leute zu ermutigen. Das hat sie so beeindruckt. Wir haben gesagt, hey, wir wollen den Lebensstil üben, trainieren, dass wir wirklich Jesus verherrlichen können und dass er wirklich widerspiegelt wird in unseren Herzen. Und ich möchte dich ermutigen und herausfordern. Frag doch den Heiligen Geist täglich, hey, was ist dran? Was hast du vor? Was ist mein Auftrag für den heutigen Tag? Und ich glaube, du willst so coole Sachen leben. Er wird dir aufzeigen, was dran ist. Und er wird dir Gelegenheiten schenken, wo du dich ausleben darfst, wo du dich brauchen von ihm. Genau, das wünsche ich dir.